save a world so cold and hollow. The sleeping town, they did not know that lying in a manger low, a Savior King who had no home has come to heal our sorrows. Is there room in your heart? Is there room in your heart? Is there room in your heart for God to write His story? Shepherds counting sheep at night, do not fear the glory light. You are precious in His sight. God has come to raise the lonely. Is there room in your heart? Is there room in your heart? Is there room in your heart for God to write His story? You can come as you are, but it may set you apart when you make room in your heart and trade your dreams for His glory. Make room in your heart. Make room in your heart. Modern homes, promised time. Every wrong will be made right. The road is straight, the burden's light. For in His hands He holds tomorrow. Is there room in your heart? Is there room in your heart? Is there room in your heart for God to write His story? Is there room in your heart? Is there room in your heart? Is there room in your heart for God to write His story? You can come as you are, but it may set you apart when you make room in your heart and trade your dreams for His glory. Make room in your heart. Make room in your heart. Make room in your heart. Make room in your heart.
Von der aus morgens, als die abstunden, dann fangen die an der Reihe zu merken, zum nach Tag fahren, die tragen die schmackste Kleider an. Some von ihnen hatten sogar ein Boot. Die, was nicht hatten, die Gold and Parfüm. Aber die reden nicht alle in ein makeltes Haus. Warm mit Wasser, Hydro, und dann kommen die nach der Tag gefahren mit einem makeltes fertig. Alles schmack angestellt mit den Hattingen, Scheilingen, so die das leichten. Und dann kommen die noch ein makeltes Gebiet mit scheiner Kaffee. Und nu zat die op makelje zaten. En weet je wie gleich in dit leven? Oh, we gaan alle hand te grenzen, aber der schnelle gereed, wie gleich in dit makelje leven. Aber weet je wat? Verden denkt wie nicht de prijs, wat het je gebracht heeft, dat je hier zaten kan, wo je nu gerade zaten. 100 Jahre 3, als onze Verväter mal zum ersten Mal raufstehen von Zürich hier in Koktemok, dann wird es eine Lade Stab, keine Weh, keine Torten, keine Hieser, keine Speckers, keine Geschäfte. Und das wird bloß eine Lade, Winde, Kalje, Stoffje, Wüste. Und unsere Verväter haben sehr geschafft, viel geopfert, sehr arm gelebt werden. Aber das wollen wir hier sind. Sie wollen eine bessere Zukunft für Kenia, gerade Kenia, und die nur kommen. Und weet je, zo zijn het met vele dingen im Leben. Wir leben in gewisse Dingen und denken nicht an den Preis, was es gebracht hat, damit wir da sind, wo wir sind. So ist es auch mit der Weihnachtsgeschichte. Wir haben die Weihnachtsgeschichte romantisch gemerkt. Und wir merken dort Licht an Bäumen, Baken und Hiesen, Topkommen und so weiter, und so dass alle Schmack gemerkt, romantisch nannig dort. Aber wir haben auch die biblische Geschichte romantisch gemerkt, mit dem Baby in der Krab und der Schubshaar auf dem Stab und der Engel kommt nach Zacharias und nach Maria, und der Engel und der Wesenmann und alles. Und das ist bloß eine interessante Geschichte, und wir singen dort in Gedichte und all die Dinge. Wir haben das romantisch gemerkt. Wir gleichen das Leben, wir gleichen Weihnachten, wir gleichen unsere Lösung und denken fertig nicht, was wird der Preis, was wir hier sind. Und so in diese nächsten 3 Botschaften, weil wir mit denken und dort. Wir nennen diese die Botschaften Erfelt. Das kommt von was Paulus sagt, dass es hier erfällt, wir schickt Gott seine Geburt von der Früh und hat die Satz getan. Und so wir wollen noch ein bisschen denken. Von der nenne ich die Botschaft der Sod in der Kjrich. Ich habe Ihnen all einmal gesagt, dass hinter der Geschichte von der Bibel sozusagen, an den Hintergrund, du hast ein geistlicher Kjrich. In Ferken, wir lesen die Geschichten von der Bibel, aber wir denken nicht an den Kjrich, was dahinter ist. Und so in dem Alten Testament, durchgibt Gott ein Versprechen. Und von dort Versprechen, was es in Erfüllung ging, wir ungefähr 4000 Jahre. Und in diese 4000 Jahren schafft der Feind am Hintergrund, zum dort Versprechen zu vernichten. Und da wollen wir ein bisschen noch checken von der. Na, ich glaube, das von ein paar Jahren sagen, eins ist, dass wir wollen lernen, dass Gott verspricht und Gott hält. Nicht bloß dort, aber Gott ist der Einzige, der ein Versprechen kann geben und dort 100% holen. Keiner, was die Teufel tut, keiner, was die Menschen tun, keiner, was die Regierungen tun. Wenn Gott was versprochen hat, er bringt das in Erfüllung. Wen heißt Gott? Und so dort, weil wir lernen durch diese Zeit, dass Gott hat Versprechen und Gott hält sein Versprechen. Besonders in der 3. Botschaft, weil wir checken nur das nächste Versprechen, in Jesus sein zweites kommt, das wo wir nicht leben, und einmal abgeben und wundern, wo war das nochmal was du sein. Aber Gott hat Versprechen und Gott wird sein Versprechen holen. Das zweite Ding, was ich will haben, dass wir lernen, ist, dass hinter den Geschichten von der Bibel, du hast eine geistliche Geschichte hinter sozusagen, du hast ein geistlicher Kjrich. Und ich habe so Glauben, dass wenn wir das gerade Bild verstehen, dann können wir die Schrift viel besser verstehen. Und viele Geschichten in der Schrift merken wir ja sehr, wenn wir den Hintergrund verstehen. Aber der 3. Punkt, und das ist in einer Weise der wichtigste, und dort bist du. Ich will haben, die sollen verstehen, dass Gott ging ganz bei der Engstab zum dir lesen. Und Gott wird ganz bei der Engstab gehen
zum unserer Lösung holen. Und dass wir wollen merken, ab den Tag, wenn Jesus zurückkommt. So das Versprechen. In 1. Mose 3,15, da sagt er, ich war Feindschaftssaten zwischen dir und der Früh und zwischen deiner Sohn und ihrer Sohn. Heu wird dir den Kopf verwunden und du wirst am der Haag verwunden. Na, hier sind ein paar Dinge an das Vers, was ich will erwähnt habe. Ein ist der Kjrich. Da wird Feindschaft sein zwischen dem Teufel und Gott seine Sohn. Oder Gott sein Volk sozusagen. Noch ein Ding, dass der Sohn kommt durch eine Früh, der Sohn ist eine Person, und dieser Sohn wird den Teufel vernichten. Und so das, was Gott hat den Feind sehen, dort zumal am Anfang im Garten Eden. Und von dem Moment wieder fährt der Feind, um diese Sohn vernichten. Und ich will Ihnen einige Geschichten von der vertellen, von der Bibel, wo ich glaube, wo das rüberkommt, dass Satan versucht, diese Sohn zu vernichten. Because der Feind, der will nicht haben, dass du sollst selig werden. Deine Seele ist auf Spiel. Und so der Feind schafft einen Hintergrund, um Gott seinen Plan vernichten, und Gott verspricht, und hält sein Versprechen durch alle Zeit. Und er wird wahrer durch alle Zeit. So die erste Geschichte ist Kain und Abel. Wir sind bekannt mit der Geschichte. Kain und Abel kommen ein Tag. Und dann sagt er das in 1. Mose 3, 4, Vers 3. Dann kam da ein Tag, wo Kain dem Herrn in der Gabe in den Opfer bracht. Er bracht was von dort, was er auf das Land getrocknet hat. Abel brachte auch eine Gabe für den Herrn aus dem Opfer. Er brachte das beste Stück von einem erstgeborenen Lamm von seiner Herde. Der Herr gleicht Abel und am gefällt das Opfer, was er gab, aber keinen sein Opfer gefällt ihm nicht. Dann sticht kein die Eier an und dann bedreckt die ganze Sache. Na, ich glaube, jemand, wenn wir den Hintergrund verstehen, dass was Adam und Eva sich versinnen wollten, dann hatten sie sich bedeckt mit Blätter. Dort die Blätter repräsentieren meine Worte zum Versuch, meine Sinn zu bedeuten. Und dann kommt Gott. Im Garten an und er jeft entladen, sagt die Schrift, und er kleidet mit Laden. Aber weißt du, dort Laden kommt von einem Tier. Und ich glaube, das wird das erste Mal, was Blut verguten wird für die Sünden von den Menschen. Na, Luther in der Geschichte wurde klar, dass ohne Blut für jeden keine Vergebung. Und sie mussten immer ein Lamm opfern. Aber ich glaube, das fängt im Garten Eden an. Und Gott lehrt Adam und Eva, dass jemanden opfern und ein Tier sein und mit Blut sein für jene Sinn. Das ist, was ich glaube, was hängt diese Geschichte aus. Und das ist der Trouble mit Kain. Und so hier ist das Ding. Der Teufel bildet Kain an, dass du kannst das so tun, als du warst. Bring bloß deine eine Religion. Bring bloß dein eine System. Und das ist noch einmal der Lehre von Feind, dass wenn wir bloß wollen, so ja, ehren sind, wenn denkt, dann ist es nicht so wichtig, an was du glaubst, an was von Gott, da bloß den Bastard. Das ist den Teufel seine Lehre, an was Gott das annimmt. Das ist, was der Kain sieht. Und so, wir können von dir unsere Worte bringen, wir können uns haben Geld bringen, wir können alles, was wir bestimmt, getrocknet haben, sozusagen, das können wir Gott bringen. Aber weißt ihr, was Gott sagt? Bring mir die erste Geburt von den Lamm. Und das ist die Ursache, wo Gott Abel sein Opfer annimmt und Kain sieht nicht. Aber du hängst die Geschichte, du bist der Teufel. Und er versucht, Gott seinen Plan zu vernichten. Und wenn es dort nicht schafft, dann wird der Feind Kain anbilden, wenn die was Abel tot merken, dann ist der Land tot. Wenn Kain hat der Feind gewonnen für sich, Abel bleibt noch an Gott, aber wenn er den wird tot merken, dann wird der Land tot. Und das war der Tod. Aber in der Geschichte finden wir, dass Gott jaft Adam und Eva frische sehen, Seth. Und wenn wir die Geschichte studieren, dann finden wir, dass Seth als sozusagen der Sohn, wo der Sohn wiedergeht. Die haben in der Bibel einmal eine Reihe genommen, das ist in Matthäus, das erste Kapitel, auch in Lukas. Das sind die Dinge, die wir fangen evaluieren zum Lesen. Aber wisst ihr, das ist ein sehr, sehr wichtiger Part von der Bibel. Dort wurde der Land von den Messias sozusagen verlängert. Und so das ging dann durch Seth. Und Gott sein Plan geht wieder. Die zweite Geschichte ist die Geschichte von der Sintflut. Na, das ist eine sehr interessante Geschichte, und ich will some Dinge sagen, die vielleicht nicht wollen bleiben oder nicht mit sterben, das ist gedauert. Aber ich wollte Ihnen sagen, was ich glaube, was in der Sintflut passiert. Wenn du so ein paar Frauen, die da abkommen in das Idee von der Sintflut. Wieso wird Gott bloß mal einen Tag entscheiden, die ganze Menschheit von der Welt aufzustrecken?
Eine andere Frau, als wir den Mensch hat, zu der Zeit sind aus von dir. Und so will ich ein bisschen vertalen von dem, was ich von dieser Geschichte lebe. In 1. Mose 4, Vers 1, dort lebe ich, habe den sozusagen den Grund von das ganze Ding. Er sagt, dass das Buch von Adam seine Nachkommen, und hörst, was sagt, als Gott den Menschen möge die so als Gott. Und dass sie so als Gott wären. Na, die Bibel nennt das, wie wir in Gott sein Ebenbild gemerkt. Wir haben was in uns, in so Gott den Menschen möge, wir haben sozusagen eine Sud in uns von Gott. Und das sind dann, was die Menschen tun, dass wir gegen Gott lernen oder nicht, aber irgendwie ist da was in uns geplant, was wir in einer höheren Kraft anbeten. Und das, wo viele Menschen in der Welt, die beten irgendwas an, ein Stück Holz, Stein, was immer sie selbst gemerkt haben, oder sie haben ja einen Gott gemerkt oder so wieder, aber du hast was in uns, geplant von Gott, was sich mit Gott liegt und was mit Gott will in Verbindung sein. Und dann sagt es in 1. Mose 6, Vers 1, als die Menschen sich ab ihr vermehrten und sie dachten haben, nehmen die Sehens Gottes so alles von manchen Menschen aus an Schmackleid und befrieden sich mit ihr. Na, das ist eine sehr interessante Idee, wie Menschen dort wie ein bisschen klar ist, was das ist, aber hier ist vor Erklärung, was passiert. Da wird eine Sorte Engel, und mit die Sehens Gottes, alle wenn das, wo in der Schrift, da steht immer noch Engel. Zum Beispiel in die Geschichte von Hiob. Die Sehens Gottes kommen vor Gott, und da kommt der Teufel, und dann vertalen sie von Hiob. Und so, das ist bloß ein Beispiel von Meier, so steht in der Schrift. Aber die Sehens Gottes, das ist eine Sorte Engel. Und wir haben andere Beispiele in der Schrift, wo Engel aus Mana kommen. Zum Beispiel Abraham, ein Tag, hat 3 Mana zu jas. 2 von dort sind Engel, eins der Herr selbst, sagt es. Ich glaube, Jesus wird durch für seine Geburt in menschlicher Gestalt. Aber der Engel, dort wir Mana. Und Abraham fordert Mana, er hat Mana zu essen. Die gingen nur Sodom und die brachten Lot dort, aber das wir Mana. Und die Menschen in Sodom, die wollen ein sexuelles Verhältnis haben mit dem Mana. Das wir Mana. Und ich glaube, das ist eine Art Engel, wo die können ein sexuelles Verhältnis haben mit menschlichen Frühes. Und das ist, was da passiert. Und dort gibt eine andere Art Menschen. Wir haben ein englisches Wort für das, das nennen wir Hybrid. Manchmal, wenn die eine Chor haben, die haben halb elektrisch und halb Gas, das nennen wir ein Hybrid-Vehicle. Das ist ein top gemischtes mit 2 Dingen, ein Hybrid. Und so wir sind, in einer Weise können wir sagen, wir sind Hybrid mit Gott top. Wir haben was von Gott angeplant, aber nur in der Menschheit, was Hybrid wir mit dem Teufel. Und wir nicht mal an Gott sein Ebenbild, wir nur in den Teufel sein Ebenbild. In dieser Art Menschen, die können das nicht als bloß einmal beisetzen. Wir fangen da, wenn wir die Geschichte von uns lesen, dass der Mensch hat ganze Tun und Denken, alles wie bloß einmal beis all die Zeit. Weißt du, wo wir? Wenn das wie ein Aufstand von den Teufel selbst. Und Tim dort abriemen, muss Gott einmal die Menschheit von der Welt strecken. Wir haben sehr interessante Dinge von Noah. Das sagt in Kapitel 6, Vers 8, aber Noah fand genug für den Herrn. Ich will Heinz an denken, Noah fand genug für den Herrn. Genug meint, dass du bist ein Sünder. Die fehlte dann genug. Und wie weit von Noah, Luther, nur die Sintflut, der ließ sich besuchen mit nervig Raum. Das ist eine andere Geschichte. Aber Noah wie ein Mensch, ein sündlicher Mensch. Und dann sagt er das von Noah. In Vers 9, das ist die Geschichte von Noah. Noah wie ein gerechter Mann und vollkommen in seiner Generation. Und die Frau ist, was meint das? Noah wie nicht ein vollkommener Mensch. Wo so sagt er, wir vollkommen in seiner Generation. Hier ist, was ich glaube. Noah wie nicht vermischt mit der dieblichen Sud. Seine Familie, die wir rein geblieben. Und das, wo ihn Gott Noah und seine Familie nahm, und er wäscht die Menschheit von der Welt, wenn wir vermischt mit den Teufel seine Sud. Und Gott fängt frisch an, mit einer reinen Sud so zu sein. Also, als ich sage, die Christenheit denkt so verschieden über das ist, was ich glaube, die brauchen nicht. Aber ich glaube, die ganze Sintflut, die Geschichte wird den Teufel sein versehen, die Sud, was Gott verspricht, die zu vernichten, in eine ganz andere Sud planten, dass Gott sein Plan wird zu nichten. Das hängt diese Geschichte. Na, weet je, von Adam, was die Sintflut seit ungefähr 1600 Jahren, und so in der Zeit, wie die Menschheit sehr böse geworden, die werden teuflisch geworden. Und ich glaube, die Ursache ist, sie werden vermischt mit einer teuflischen Sud.
Und dort muss Gott abbringen. Wir haben sehr interessante Versen in Judas und in Petrus, wo sie reden von der Sorte Gäste, die sind in die Gefangenschaft wo, festgehalten. Die sind von der eine Dienst des Vors für den Gerichtstag. Und ich glaube, das ist bloß mein Glauben, dass dort wo die Sorte Engel von der sind, luren nur das Gericht. Aber das ist eine interessante Geschichte. Und das ist die Sintflut. Aber dann kommen wir noch die Geschichte von Abraham. Das sind andere Geschichten dort zwischen, aber wenn Zeit haben, wollte ich die nicht alle vertellen. Wir kommen nach Abraham. Dann sagt Gott das zu Abraham in 1. Mose 22, 18. Durch deine Sohn, hier haben wir das Wort, Sohn, nicht sagen Treiber zu Sohn. Durch deine Sohn waren alle Felder bei ihr gesehen worden, willst du mir gehorchen, Deutsch. Na, da wird klar, laut in der Geschichte, dass das Sohn, dort dient nur Jesus, aber allemal durch Abraham seine Sohn. Und von dort wieder haben der Abraham dann seine Nachkommen, das Volk Israel, über dem aber die Feindschaft ungemeid worden können sein, zum das Volk vernichten. Ein Ding war das, Sarah kann nicht Kinder haben. Abraham, Sarah hat nicht Kinder. Wenn du nicht Kinder hast, dann ist sie tot. Und du am Morgen kommt der Feind und bildet Sarah an, wohin würde ich nicht mal die Kirche nehmen. Und dort kommt Ismael raus, aber du hänger steht der Diebel. Und versucht Gott seinen Plan zu vernichten. Aber Gott merkt das klar, dass die so, die wird durch Isaac kommen, ich will bald den Vers lesen. Aber Abraham, Sarah, sie gehen nach Ägypten, wenn das Knoppe zieht in das Land. Sarah sieht das Schmack und Abraham ist Angst. Dann bereden sie sich, oder er sagt zu Sarah, sei der Lied du in Ägypten, du bist meine Schwester. Wenn anders war nicht mehr mehr. Und das was sie tun, und so der König in Ägypten nimmt Sarah in seinen Palast nehmen, er will dort seine Frau mehr und so weiter. Und dann trubbelt Gott Vater, wie weiß nicht, was alles passiert, aber einmal die Worte an, dass dort Abraham seine Frau, aber du hast Gott, du hängst der Diebel, was versiegt, dass du so, was durch Abraham Sarah soll kommen, dort zu vernichten. Wenn Sarah nicht wird, den König seine Frau worden, dann ist der so tot. Und so wie man verstehen, du hast den Diebel sein Plan. In 1. Mose 21, 12 sagt es, aber Gott sagt zu Abraham, merkt die dort nicht schwor, wenn das ein Jungen, die Kirche, was Sarah sagt, dienen noch kommen worden, durch Isaac geteilt worden. Und zu Isaac, über dem Abraham, Sarah sagen, Isaac, und oulet Allah, das soll ein Wunder Gottes, dass überhaupt ein Kind kann haben, aber Gott schafft, hängt das ganze Geschichte. Und wenn wir die Feind um dort vernichten, Gott merkt schon, dass der Land wieder dreht. Und dann haben wir über dem die Geschichte von Esau und Jakob. Und wir haben die Geschichte, dass Jakob schafft sich dort erst übertreibt, dort bringt Feindschaft zwischen ihnen. Also weil Jakob tot merken und Jakob hat Futter an für sein Leben und so weiter. Hängt die Geschichte lied als der Diebel. Und versucht diese Familie zu vernichten. Und dann Jakob seine Geschichte. Ich weiß, ich kann die ziemlich uns vertellen, aber Jakob hat seine Feuer frühes durch aufgegangen in eine früh auf die Kirche und andere früh auf die Kirche und über dem hat er Feuer frühes. Und das bloß ein Dörchen unter. Und diese Jungs, die können sich nicht lieben, und dort auf das Sankarien, sie können Josef nicht lieben, verkaufen ihn über dem nach Ägypten. Und die ganze Geschichte, hängt die Geschichte lied, als der Diebel. Er will die Familie vernichten. Aber du Mann, wo wir an, dass Judah als der, durch wem der Sturm wird wiedergehen, und ich vertalte ein stolzes Dreh, wenn ich will an Drehberg predigen wird, an der Timer von Judah mit seiner Schwiegertochter, und hat ein Kind mit seiner Schwiegertochter, das ist eine längere Geschichte. Und dann ist er anworden, dass die Schwiegertochter, die ist schwanger, dann weil Judah, er wird gehört, dass seine Schwiegertochter ist, sie weiß, mit was er sich da hat verlebt am Weg und so. Dann sagt er, nu holt der Herr, weil wir die verbrennen. Das Kind, was er früh trägt, das ist der einzige Sud, was danach selber bleibt. So, wenn der früh mit dem Kind vernichtet wird, dann ist er tot. So eine Geschichten habe ich mehr. Das ist noch eine so eine Geschichte zu David seiner Zeit, wo nur David seine Zeit, wenn, ich will ihn dort noch wiesen, aber dort soll durch David wieder Sturm über dem, und David sein Königreich. Und du magst erst einmal den König seine Mama, was alle Nachkommenschaft von Königs tot merkt. Bitte ein Baby, holen sie verstärkt. Und das ist das einzige Baby, was nach der Süd reicht, was Gott versprochen hat. Und das ist bloß so eine interessante Geschichte für mich, wo Gott immer war, das erholen hat. Aber dreh nur die Geschichte von Jakob, sie tragen über dem nach Ägypten, wie sie bekommt mit der Geschichte.
Und du in Ägypten, du hast über dem in Kjrich, was nicht mal Josef kannt und so weiter, nennst du ein sehr interessantes Ding, das sagt, das Kjrich, haben dort alle Jungs dort merken, was von den Juden kam, alle hebräische Jungs, wollten alle am Nilriefer versuchen worden. Und so, wenn die Jungs alle versuchen worden, dann sind sie so tot. Und du ist es dort so, haben wir einmal ein kleines Baby in einem Korf. Du am Nilriefer. Und so hängen diese Geschichte als die Diebel. Und die versiegt, die Mond können alle tot mehr. Aber dann ist Gott und er erhält Moses. Und Moses wusste ab, du an dort Kjrichs Palast. Aber dann kommt es so weiter, Moses ist groß. Und einen Tag schlägt er durch Ägypten dort, wenn ein bisschen, vielleicht hast du ein bisschen heitblöde Menschen was und so. Und dann hat er flüchten in die Wüste. Und nun ist Moses weg. Der Einzige, was da beraten wird, im Israel erlösen, das ist nicht fort, weiß nicht mehr in Ägypten, und so die Plon, die wird gestorben. Und dann haben wir die Geschichte von der brennenden Bosch, und wo Israel wird durchgeführt mit Gott seine Kraft in die ganze Geschichte. Ein Schreiber sagt, dass Pharao will die Jungs alle im Nilriefer versuchen, aber seine Armee versucht im Wasser. Wenn Gott schafft. Aber wir werden niemals vergessen, dass hängen all diese Geschichten. Du hast den Teufel, der das versucht zu vernichten, und du hast Gott, der das Land lebendig hält. Gott verspricht und hält sein Versprechen. Und dann die Geschichte von Israel. Das ist eine sehr lange Geschichte. Aber Israel ist immer, der Feind versucht Israel immer in Verdorben zu bringen. Und man liest die Geschichte von der Rechter, das bloß ein Rollercoaster wird sein, von wo das falsch angehorsam ist, und dann nimmt der Feind an, und dann rat Gott entweder, und dann war es dort. Und so das ist ein Rad sozusagen, was er nur rumdreht. Und dann, sie haben Aufjatterie, und der Feind bringt immer wahre Aufjatterie, dort funkelt in der Wüste an, und dort immer war ein Part von ihrer Geschichte, ein von den sehr bekannten Geschichten ist Elia, und mit den Baal-Propheten, und wo sie bei einmal einen Tag mal ausfingen, wer ist der wirkliche Gott, so eine Geschichten drehen, aber hängen der Geschichtenlied, du hast den Teufel, der versucht zu vernichten, und du hast Gott, der das aufrecht hält. Du hast eine Geschichte, wo Elia, nur dem, was heute die Baal-Propheten haben umgebracht, dann ist er mutlos, und er sagt zu Gott, ich sehe noch der Einzige, was übergeblieben ist, und Gott sagt, no. Du weißt nicht. Ich habe 7000 Personen, die nicht die Knie gebeugt haben zu Baal. Und so, Gott erhält dort immer weiter. Aber eine Geschichte von Israel, über dem haben wir gespaltet Kjrich. Und wir haben Israel und wir haben Juda. Und diese zwei Brüder sozusagen, die sanken sich und die fetten sich und die vernichten sich an sich. Aber hängen die Geschichten, mit all den gottlosen Kjrichs und all die Dinge, die passieren, da hängen es die Teufel versucht zu vernichten. Und dort bringt uns bei David. Und du aber einmal als David Kjrich. Und dann sagt das so steht, in 2 Samuel 7, 16, du wirst aber immer einer von denen noch kommt Kjrich sein, die Kjrich wird ab immer bleiben. Und so Gott verspricht, dass David sein Kjrich wird ab immer bestehen. Und das wurde die Geschichte, das wurde ich Ihnen verteilt, von dass die Kjrichs noch kommen, waren alle umgebracht, bitte ein Baby holen sie verstärkt. Und so dort wird dann über dem die Kjrich, was David in der Land Kjrich ist. Man diese Geschichte, du hast die Stiftshütte, du hast den Tempel, und Gott braucht das nicht mehr, war dort voll Trei holen. Aber hier ist das Ding, Gott verspricht, und er hält sein Versprechen. Und Gott wird schon merken, dass er durchkommt. Aber dann über dem Israel mit ihrer Gottlosigkeit und was die Feinde alle anbringt, sie waren in Gefangenschaft angeführt, der Tempel wird vernichtet, Jerusalem wird vernichtet, Kjrich wird vernichtet. Nun sind sie in Gefangenschaft und dort sitzt sich so, die Geschichte ist tot. Dort sitzt sich so, dass nun hat der Feind gewonnen. Und sie sind dort, wo in Gefangenschaft in Babylon. Und du in Babylon, du hast eine interessante Geschichte über dem. Du hast einen Mann, Haman, und die wollen nun mit den Kjrich tot merken, einen Plan, zum alle Juden tot merken. Aber hängen diese Geschichte, hängen diese Geschichte, du hast den Teufel. Und dann ist Esther, die Geschichte von Esther, die sei bekannt hat. Das ist eine sehr romantische, interessante Geschichte. Aber Gott wählt sich Esther. Das sagt du in der Geschichte, for a time like this, dass für so eine Titel steht. Weil Gott hat die hier gesagt, Esther, für so eine Titel steht. Und so, dass Gott even, für diese Titel, hat er seine Menschen, was er brücken tut. Und so die Geschichte, die dreht sich herum, und Israel wird verschont.
und die wird nicht umgebracht, wegen Gott hat Mann geführt. Und über dem Nehemia, Cham 3, Büt war die Wohnt von Jerusalem, und das Volk lebt war ab, und die Stadt lebt ab, und der Tempel lebt ab. Und so da hing es Gott. Aber was ich will haben, dass wir verstehen, ist, dass in all diese Generationen, ganz von Adam bis der Krab in Bethlehem, da hat Gott immer Menschen, die am treu werden. Und das finde ich auch so. Unsere gottlose Welt, alles dreht über den Kopf, so. Aber hier hat Gott seinen Plan und seine Menschen, die treu sind, und ich wünsche, wie wir die Menschen, die treu werden, durch diese Zeit. Aber sie kommen treu. Und dann über dem kommen wir bei der Krab. Und einen Tag sagt er das, und gerade als sie in Bethlehem wären, und Lukas 2 saß, und gerade als sie in Bethlehem wären, kam die Zeit, als der Zeit erfüllt wird, kam die Zeit, dass er das Kind zur Welt bringen muss. Und bei einem Tag hast du ein Baby in der Krab, aber hinter das Baby sind 4000 Jahre von Jesus Kjrich. Und weil ich sage, das Lied, wenn unsere Erlösung hat einen schrecklich großen Preis. Und Gott hat dort beschützt. Gott verspricht, dass der Sod kommt. Der Sod, der wird von der Früh kommen, der Sod wird den Teufel vernichten. Und nu liegt das Baby hier in der Krabbe. Und als das Baby geboren wird, dann geht der Teufel los, auf alle Macht, was er hat, um das Baby zu vernichten. Und wie weit die Geschichte von Herodes, und wo er die Kinder anbracht in Bethlehem, wie weit von den Pharisäern, den Sadduzäern, der jüdischen Hoherut, was immer eigentlich in Jesus wären, über dem Judas, ein von Jesus, seine eine Jünger verrot haben. Und hinter diese ganze Geschichte als der Teufel. Und dann hat Rom Jesus am Kreuz nageln, und als Jesus da am Kreuz starb und am Wort begrub, dann ist der Land out. Nu hat der Feind gewonnen. Nu hat der Feind dort könnt tun, was er immer will. Der Sod, was Gott in Gottes Augen versprechen, der wir nie geboren, den hat er nicht dort gemerkt. Und das würde ich sich abhört. Aber Gott sei Dank, der das nicht. 3 Jahre wieder stand Jesus von dort ab. Und der Abstand von dort, das ist den Teufel sein größter Verlust. Und welches Lied in unserer Bibel, von der an uns glauben, der Schrift ist sehr klar, dass ohne die Auferstehung ist den Glauben für Jesus, das ist nicht. Wenn die Geschichte durch hat abgehört, dann werden wir rein alle verloren. Und die ganze Geschichte von Gott, alles dann beschützen in der Land, beschützen und so weiter, die wird dann durch abgehört, wenn Jesus wie im Grab geblieben. Die Auferstehung ist der Grund für uns Glauben. Und so Gott braucht Jesus treu. Und wenn wir von der hier in der Weihnachtszeit sind, und wir feiern allerhand Fasten, wir eten allerhand, wir haben allerhand Lichter und so weiter, weil wir nicht für jeden Lied, dass du hast 4000 Jahre von Kjrich, bis Jesus geboren wird. Und dann stand Jesus von dort ab. Und dort versichert unsere Erlösung. Und ich und du sind von der und dieser Welt. Wir haben mit allerhand Dingen zu tun. Der Feind, der ist von der und nach der Arbeit, der tobt rum in der Welt. Und hängen der Regierungen, hängen allerhand böse Dinge, hängen allerhand Gesetze, was gegen Gott und so weiter. Du hängen, steht der Teufel. Aber wir niemals vergeten. Und weißt du, was der Teufel will? Dienen soll. Dienen soll. Das wollen wir Gott brauchen. Und der Feind will versuchen, deine Gedanken zu verdrehen. Dass du wirst deine eine Religion haben, du wirst deine eine Glauben haben. Und du wirst sagen, jetzt Gott, vergeet ich von, ich lebe mein eines Leben. Das ist, was der Teufel will. Aber weißt du was, Lied? Gott hat nu al für 6000 Jahre gefeiert für deine Säule. Weil wir das nicht abgeben. Gott ist von dort abgestanden. Jesus ist von dort abgestanden und Jesus kam drehen. Und der dritte Botschaft von dort reden. Aber weißt du was? Gott verspricht und hält sein Versprechen. Amen. Ich würde freuen, dass ihr abstehen. Ziemlich vorher. Dankeschön, für dass du Versprechen hast und du hältst dein Versprechen. Und dan houdt ze krijgelijk wat de duivel deed, wat de mensheid deed, wat je zaad zou doen, of wat Länder doen. Du kommst durch mit deiner Erlösung und du wirst uns erlösen, du wirst uns erlöst holen und wir danken dir für alle Ewigkeit. Amen.